Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Uncharted 3 Drake's Deception auf Pelzig. Jo, jetzt sind wir hier im Underground gelandet und da wollen wir auch hier, wenn wir schon durch die Höhle hier durchrennen. Schmiedearbeit. Viktorianisch oder vielleicht älter. Mann, das Zeug rostet seit einem Jahrhundert. Naja, das sieht aber noch gut in Schuss aus, finde ich, dafür, dass es viktorianisch sein soll. Okay, die Dinger jetzt nicht unbedingt. Aber die schmiedeeiserne Tore, die sehen noch sehr gut in Schuss aus, muss ich sagen. Okay, das Werkzeug, das kannst du Hase geben. Wenn das erstmal gerostet ist, genauso wie die Schieneschwelle hier. Wenn die Dinger gerostet sind, dann kannst du das der Hase geben. Ach ja, eben hat der Fernseher noch ein bisschen gesponnen. Ich hoffe, das habt ihr jetzt nicht gesehen als Bildstörung oder ähnliches. Mein Fernseher hat eben ein- und ausgeschaltet innerhalb von Sekunden schneller. Ich hoffe, das wirkt sich jetzt nicht auf das Bild hier aus. Lassen Sie mich gerade mal checken. Da bin ich wieder. Also es hat anscheinend kein Problem gegeben. Das muss ich jetzt nur noch dran schneiden als kleine Fetzer. Das ist dann so ein 1-Minute-Fetzer. Aber ich wollte einfach mal wissen, was da jetzt Sache ist. Nicht, dass es irgendwelche große Bildprobleme dadurch gegeben hätte. Und dass ich dann im Nachhinein hier vermurkstes 20-Minuten-Video gehabt hätte. Das wäre sehr ärgerlich gewesen wegen einer Minute, wo es angefangen hat. Können wir hier durch? Deswegen Entschuldigung für den Cut. Aber in dem Fall wirklich besser auf Nummer sicher gehe, als wenn dann irgendein Murks passiert und du ein 20-Minuten-Video hast, was videotechnisch am Arsch ist. Wer wartet? Da oben ist ein Gegengewicht. Ist wohl verkeilt. Das war ja klar. Einer sollte hochklettern und es irgendwie lösen. Rote mal wer. Die Idee. Wer wohl? Mist. Ja, als wäre es nicht klar gewesen. Okay, dort komme ich nicht. An den Dinger komme ich auch nicht hoch. Ah, da. Okay, hier kann ich. Okay. Aber dafür kennt man ja Uncharted mittlerweile, dass man ständig am Klettern ist. Okay, bisher bin ich auch noch kein Endes Mal in den Tod gestürzt, was ich auch sehr cool finde. Und hoppla hopp. Sehr schön. Okay, fast geschafft. Wie ein Äffel. Wie ein junges Äffel, oder? Ah, ja. Eva. Das sollte klappen. Na dann. Lass dir Zeit. Oh, wenn das runterkracht, bist du Mus. Uah. Okay, ich kann dann hier rüber klettern, denke ich. Wir sind durch. Huiuiui. Okay, dann kann ich von dort aus wieder zu den Jungs stoßen. Hier gibt es jetzt nichts mehr für mich. Nee, da ist auch kein Schatz oder ähnliches. Nicht, dass ich hier meinen Smaragdring aus der Underground viktorianischer Zeit vergesse. Ist das der... Ist das unser Kumpel? Ja. Okay, das sind sie beide. Alles klar. Ich darf natürlich wieder den blöde Weg nehmen. Das war sowas von klar. Das war Geräusch eben. Okay, na dann. Ah, jo. Die können wir ohne Drohne auch nicht irgendwie eine Matratze oder so stellen. Das heißt, hier bin ich definitiv auf mich gestellt. Hektik, Hektik, Hektik. Jetzt gerade in der Nähe dran stehe und so barbiert tut auf bloße und zusammen Klatscher. Drücken Sie X, um hochzuklettern. Okay. Kann ich mich wohl da entlang robben? Ach, die haben doch gerade irgend so einen Knecht niedergemacht. Schade, kann noch links? Kann ich noch links? Ich steht mal gerne mich noch links gehen, dass ich da meinen Seideschal mit Diamantbesetzung vergesse. Nee. Okay, da ist kein Schatz. Hätte ja sein können. Und ich finde die Schätze hier in dem Deal sehr bizarr verteilt, muss ich sagen. Und vor allem, was man wo findet, das ist extrem merkwürdig. Haben wir hier irgendwelche Leute, die man ausschalten könnten? Ne, ich kann auch mal Waffen nicht benutzen. Das ist Marlos Auto.
Hier keine Waffen mehr. Okay, Waffe mehr. Das finde ich schade. Und jetzt? Kann ich darüber springen, oder? Ah, ja. Großartige Idee. Scheiße. Vor allem, wenn die Dinger gerostet sind. Das macht bestimmt auch überhaupt keinen Lärm, wenn die rostige Kette reißen. Oh Gott. Was der wieder schafft, der Kerl. Was der wieder schafft. Da wär ich scheckig, wenn ich das sehe. Zufällig ist da die Mauer gerissen und nicht glatt. Okay, runter mit dir. Kreis runter, Kreis runter, Kreis runter und... Jo! Hände hoch! Oh Mann, wir sind wohl irgendwo falsch abgebogen. Ja, ist das King's Cross? Stehen bleiben. Ist das King's Cross? Verstehst das falsch? Wir sind aus Cleveland. Zack. Würgeli, Dürgeli. Söderler. Oh, toll gemacht. Ja, da kann er jetzt so in den Pitch versaufen. Ja, die Waffe kann ich immer noch nicht nehmen. Okay, das heißt, hier muss ich jetzt heimlich agieren. Ich bin überhaupt erst froh, dass es im zweiten Uncharted dann sowas gab wie heimliche Angriffe. Das erinnert dann alles wieder sehr an The Last of Us, muss ich sagen. Also, wenn man Uncharted noch so spielt und dann The Last of Us spielt, man muss echt sagen, Naughty Dog hat hier sehr viel wieder verwendet in The Last of Us von der Uncharted-Reihe und hat das Ganze nur noch geiler zum... Wo sind wir denn hier gelandet? Sowas habe ich noch nie gesehen. Hat das Ganze nur noch geiler Oder sowas. zum postapokalyptischer... 200 Jahre alt. Könnt ihr mich mal retten lassen, Buwe? Wir wissen, dass es alt ist. Jetzt reicht's mal aber, Herrgott nochmal. Also, die haben hier sehr viele Elemente verwendet und haben das halt alles nochmal zu so einem postapokalyptischer Abenteuer zusammengefasst, was aber von der Story her sehr viel tiefer geht als die Uncharted-Reihe, muss ich sagen. Uncharted ist einfach nur cool, das ist lässig, das ist locker und genauso ist es auch mit der Story. Es ist ein Abenteuerding, das könnte genauso gut irgend so ein Nicolas Cage braucht Geld Abenteuerfilm sein, wo er irgend so B-Rolle spielt. Und von der Story her jetzt nichts Besonderes, was man nicht aus 1000 anderen Dinger kennt. Genau so teilweise. Aber es ist einfach nur cool gemacht und es macht Spaß. Während The Last of Us natürlich auch Spaß macht, aber ein sehr viel tieferer Sinn dabei hat und sehr viel mehr Botschaft verbreitet, muss ich sagen. Und dazu verbindet es natürlich auch sehr viele bekannte Elemente. Aber trotz allem das Spiel, das war der absolute Hammer. Ich überlege mal, da das mein allererstes Let's Play war, ob ich nicht vielleicht auch eine Remastered-Version rausbringe. Also ein Remastered Let's Play von der Remastered-Version. Müssen wir mal gucken. Gebt mir doch mal Bescheid, wie ihr das findet, Daten. Wenn ich das jetzt nochmal frisch auflege, The Last of Us, vor allem. Wenn ich das frisch auflege, The Last of Us Remastered mit Facecam. Gebt mir doch gerade mal Bescheid. Das würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagen. Okay, ich habe schon gedacht, das wäre ein BMW. Okay. Also mindestens 200 Jahre alt soll das sein, haben sie gesagt. Und das sieht ein bisschen aus wie das Teil in Kolumbien. Könnte man mit dem Ring verwenden. Müssen wir mal gucken. Ich will mich dem Teil irgendwie noch nicht so sehr nähern, weil ich denke, dass dann gleich eine Videosequenz gestartet wird. Und mag mich dann vorher nochmal umgucken. Na gut. Okay, keine Videosequenz Gefahr. Aber sieht schon schön gemacht aus. Da kann man nichts sagen. Ach ja. Es ist schade, dass ich hier keine Waffe verwenden kann. Ich meine, warum sollte ich hier keine Waffe verwenden können? Es sind Schalldämpfer im Spiel. Aber wenn die anderen Kerle Krach machen, dann wahrscheinlich, nehme ich mal an. Und da ich nicht so der beste Schütze bin, ja, das könnte schon laut werden. Das stimmt schon. Auf der anderen Seite, wenn ich einen hinterhältigen Angriff am Murks, könnte es genauso schief gehen. Hier haben wir noch einen mittelalterlichen König, vielleicht Richard Löwenherz, der England übrigens gehasst hat und nur Französisch gesprochen hat. Vor allem die Languedoc hat er nur gesprochen, das was man in Südfrankreich, in Aquitanie spricht. Der hat England nicht besonders gemocht. Schnappt's euch. Jo. Zup. Ach Gott. Gut gemacht, Jungs. Okay, jetzt wissen wir Bescheid. Hier müssen wir wohl sehr heimlich agieren. Es sei denn, jetzt kommt eine Videosequenz, die entdecken uns und dann geht's Geballer los. Wahrscheinlich Tudor. 16. Jahrhundert. Ach. Okay. Vom Viktorianischen kommen wir jetzt ins Tudor-Zeitalter, also Heinrich VIII., das war ein Tudor. Tudor
im 16. Jahrhundert. Ich bin jetzt mal gespannt, wie tief wir noch zurückgehen. Und ob wir eventuell dann noch zum Schluss im Frühmittelalter oder wo landen. Sächsisch, das ist sächsisch, was wir haben. Irgendwie wird das Ganze hier immer unheimlicher. Unheimlich jetzt nett, es ist schon ein geiler Bau. Aber es wird schräg irgendwie, dass man da von deiner Untergrunddinger zuerst im Viktorianische drin sind und dann ins, Nein, nicht durch diese Tür. Die sind bestimmt noch drin. und dass man dann in die Renaissance zurückkommt. Ich bin mir mal wirklich gespannt, ob man nicht irgendwas Kreuzfahrerzeitliches noch finden. Von der Räumlichkeit her. Ist auf jeden Fall sehr geil gemacht. Okay. Was sind wir dann da? Ein paar schöne Bücher. Rasume kann ich jetzt leider nicht, um die Titel zu sehen. Da sind Waffe drin. Glaube ich zumindest. Ja, ein paar Sammlerstücke. Und eine Filmsequenz. Ein ganzer Schirmständer voll mit Naginatas. Nein. Im Ernst. Wer sind diese Leute? Ihre Entschuldigungen interessieren mich nicht. Er war ein Risiko und Sie wussten das. Ja, es ist bedauerlich. Nicht bedauerlich. Schlampig. Ihr Fehlurteil hätte uns alles kosten können. 400 Jahre der Suche. Endlich. Drakes Geheimnis wird enthüllt. Was soll das? Das verstehe ich nicht. Eine Fälschung. Was? Unmöglich. Ich habe ihn selbst geprüft. Das ist nicht der Ring. Ach was. Ich hatte ihn in der Hand. Er hat ihn sich um den Hals gelegt. Das ergibt keinen Sinn. Wir wurden getäuscht. Carter. Aha. Auf die Posten, Männer, und Augen auf. Vielleicht ist man uns gefolgt. Ihr kommt mit uns. Findet sie und bringt mir den Ring. Wie ihr das macht, ist mir egal. Ich finde, wir hätten die jetzt eigentlich schnell erledigen sollen. Aber die sind immer so freundlich. Ich hätte die jetzt einfach mit dem Schalldämpfer erschossen. Und die Handlanger sind mir dann egal, wenn die Auftraggeberin weg ist. Naja, ich denke vielleicht viel zu pragmatisch und zu kalt bei sowas. Drücken Sie linken Stick nach vorne und X, um über die Deckung zu springen. Okay, das kennen wir schon. Drücken Sie auf einem Vorsprung über einem Gegner Kreis und lassen Sie sich auf ihn fallen. Oh, der wird sich freuen, wenn ein Mann auf ihm liegt. Quatsch. Zum Slam Dunk niedergemacht. Das ist auch noch so ein Affekopf. Um an einer Kante entlang zu laufen, während Sie in Deckung sind, drücken Sie den linken Stick. Drücken Sie für einen heimlichen Angriff aus der Deckung Viereck, wenn das Ziel in der Nähe ist. Zack. Kuckucks. Okay. Der ist auch weg. Aber ich muss sagen, das sind bisher unser vornehmste Gegner, die alle hier im A-Zug unterwegs sind. Oh, ne, das ist nur der Sully. Die sind alle hier im A-Zug unterwegs. Und das sind definitiv unser allervornehmste Gegner. Aber naja, also an ihrer Stelle hätte ich die Tante definitiv abgeknallt von hier aus. Dann hat man sich wahrscheinlich sehr viel Leid erspart, denke ich. Weil die ist sowieso, die finde ich schrecklich unsympathisch. Ich muss sagen, da fand ich ja der Roman aus dem Ersten und der Lazarevich dagegen noch richtig sympathisch gegen die Tussi. Also die, die habe ich echt gefressen. So all die Spinatwachtel und Gewitterhex. Sowas kann ich überhaupt nicht ausstehen. Ach ja. Gut, da war in der Mitte noch was. Ich weiß, dass du was war mit Aktion, aber ich mag mich erst nochmal umgucken, nicht, dass ich irgendwas verpasse. Dass ich der heilige Ring oder das heilige Goldkollier von der Gewitterhex verpasse. Okay, ich glaube, ich habe hier nichts verpasst. Dann kann ich jetzt auch dort gehen, wo die Action war. Und los geht's. Seht euch den ganzen Kram an. Genau. Komm schon, wir haben keine Zeit für sowas. Ja.
Was soll das? Mein Gott, weißt du, was das ist? Ist ein Buch. Da sind noch mehr. Das ist eine Bibliothek. Nicht irgendein Buch, Klugscheißer. Gehörte T.E. Lawrence. Lawrence von Arabien, Ja, ich weiß, wer das ist. verschickt aus Dorset, genau an dem Tag seines Motorradunfalls. 13. Mai 1935. Sie haben ihn getötet, als sie es hatten. Sie? Ja, sie. Sie, die, wer immer diese Leute sind. Ach komm, was für ein Unsinn. Das war ein Unfall. Ein schwarzes Auto soll ihn abgedrängt haben. Leute. Oh, dann war das also eine Verschwörung. Vielleicht. Nate, Was? das Ding, darauf hast du 20 Jahre gewartet. Okay. Na dann los. Ja, das wird jetzt spaßig und ein Gefrickel wahrscheinlich. Ich hoffe, ich muss es nicht machen. Sondern er macht es in der Sequenz. Ach, Gott sei Dank. Was denn? Oh, das heißt Long Hidden. Was? Wirklich? Long Hidden soll das ein Witz sein? Sei mir nicht böse, Mann, aber dein Vorfahr war ein verdammtes Arschloch. Klappe. Es ist ein Anagramm. Golden Hind. Die Golden Hind. Drakes Schiff. Ja. Ein Hinweis. Irgendwas ist versteckt in diesem Raum. Verteilen wir uns. Wir müssen es finden. Also ich muss sagen, den fand ich auch gut. Die Golden Hind. Es könnte ein Modell oder Gemälde sein. Warum glaubst du, dass sie hier ist? Sie muss hier sein. Na, sie könnte natürlich auch in der Buckland Abbey sein. Was? Buckland Abbey, ein Ort, an dem du noch nie warst. Weiter. Da ist ein Stuhl, der aus dem Holz eines Schiffs gemacht ist. Vielleicht ist sie da drin. Ja, sie könnte eigentlich, aber... Nein. Nein, sie muss hier sein. Also ich fand die Anmerkung sehr gut. Dein Vorfahr war ein Arschloch. Dieser Ort ist der Wahnsinn. Das Zeug hier muss ein Vermögen wert sein. Okay, du hattest es nochmal aufgeschrieben. Rumspazieren, sie sind gleich zurück. Ja genau, Kumpel, mach hin. Golden Hind. Und sonst da hat er da nur noch die Zeichnungen, die wir als Kind gesehen. Ergänzt durch As Iron sharpens Iron, so a friend sharpens a friend. So wie Eisen Eisen schärft, so schärft ein Freund einen Freund. Okay, da ist da Sully gemalt, dann die Kate mit ihrer Deivelshörner zurecht. Auf der links, das könnte die Elena sein. Da hat noch diverse andere Sachen in Gläser gezeichnet. Reizend, ganz reizend. Also der scheint liebevolle Gesellschaft gehabt zu haben. Wie man jetzt auch immer das Tagebuch hier helfen soll, das ist mir noch unschlüssig. Gucken wir mal nochmal. Ich glaube, die Dinger helfen uns nicht wirklich, oder? Könige. Die Gerätschafter, das unten links. Das haben wir ja auch schon in dem Vorraum gesehen. Das Teil mit einer Sphinger. Nicht Sphinxen, sondern Sphingen. Ist der Plural. Jetzt ist die Frage, wie bringt uns dieses Scheißding hier weiter? Oh Mann. Oh Mann, ich lieb's. Wenn ich keine Ahnung habe, was mir das Tagebuch, genau, was mir das Tagebuch hier sagen soll. Ich hasse es. Wenn ich im Dunkeln rumtapp wie ein Idiot, sowas kann ich nicht ausstehen. Okay, das kennen wir auch aus dem Tagebuch hier, der nette Torso. Blah. Okay, die zwei wursteln hier auf einer Stelle rum. Da haben wir einen Ritter. Denn mit zwei Ritter kann ich nichts machen. Da kann ich aber hochwursteln. Okay, jetzt so das Schwert, da kann ich nicht. Okay, das bringt mir auch nichts. Da hier. Noch rechts bringt man nichts. Möglicherweise bringt man es nach links was. Hey, was soll denn der Quatsch? Mal hoch, Äffel. Oder kommt da am Löwe nicht vorbei? Na doch, natürlich. Moment. Hier war irgendwas, was ich machen konnte. Ah, ein Schatz. Ein Schatz. Wo ist er dann? Wo ist er dann? Da ist er. Ja, Jesus.
Ich will doch dran. Eva. Viktorianischer Kupferpenny. Das ist doch zumindest mal etwas, was relativ logisch ist, was ihr irgendwo rumliegen könnt. Okay, da aber kommen wir nichts dran. Und an den Vorsprung kommen wir hier auch nicht. Das war wahrscheinlich nur rein für den Schatz abzustaben. Das war aber zumindest mal echt kein übertriebener Schatz, sondern was Realistisches, muss ich sagen. Na gut, schade. Mehr finde ich jetzt hier erstmal nicht. Und ich jetzt sage, an der Stelle mache ich mal einen Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Uncharted 3 Drake's Deception auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Iron Yankee.